Onze Geschicht schildert die Pilgerreise von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Wir kommen nu met onze Geschicht Nummer 60. Ditmaal vertellen we nog wat meer van de oude koloniën in Nuevo Ideal Durango in Mexico. Laatste Mal hadden we nog groot davon verteld, wo Johan in seinem Brief an Isaak am Dyck davon redet, dass die Mennoniten in Mexiko staatenlos geworden sind. Und daraufhin sagt er, hiermit soll ich nu dann wohl aufbrechen. Aber ich will die doch noch erst meine persönliche Antwort geben zu deiner widere Frau. Ob die Regierung uns unsere Freiheiten noch eine Zeit lang erholen wird. Und zu dieser Frau sage ich, dass die Regierung uns die Schulfreiheiten weiter versprochen hat, ihr Versprechen nicht zu holen, dort glaube ich nicht. Dass die Regierung ihr Versprechen noch lang holen kann oder wird, wenn sie dort sieht, dass wir nicht darum geben, dort glaube ich auch nicht. Wenn Johan das Letztere sagt, wenn wir nicht darum geben, dann handelt es sich dort darum, dass die Chihuahua-Oldkolonie am Februar 1936 eine Delegation nach Kanada geschickt haben, dort noch Schulfreiheiten zu fragen oder zu sichern, trotzdem der mexikanische Präsident den Mennoniten im Dezember 1935 die Schulfreiheiten weiter versprochen hat. Und dann wird Johan seinem Brief an Isaak am Dyck besonders klar, dass er selbst persönlich sehr wehgetan worden ist, dass die Chihuahua-Oldkolonie eine Delegation nach Kanada geschickt haben, da noch weiter versichern, wo Schulfreiheiten zu finden, und dann trägt Johan zu tragen. Besonders weh das dort, dass die Chihuahua-Oms die Oms in Durango nichts davon gesagt haben, dass sie so ein Vernehmen haben. Johan versteht das auch gar nicht, dass Abraham Dyck von Gnadenfeld auch dafür sein kann, dass eine Trägwanderung nach Kanada angelegt worden soll. Wir haben all einmal davon geredet, dass die oldkolonische Gemeindenbrüder auf die Manitoba-Kolonie in Chihuahua im Sommer 1935 von ihrem neuen ältesten Isaak am Dyck verlangten, eine Bruderschaft zu holen, sodass bereit werden kann, wo eine Trägwanderung nach Kanada angelegt werden kann. Wir haben auch all davon geredet, dass diese Bruderschaft im Herbst 1935 geholt worden war und dass die Leiter die Brüder dort versucht hatten, für eine Uitwanderung nach Paraguay zu interessieren und dass aber so viele Brüder gar nicht neu gehorcht hatten. Dass die bloß einmal weiter verlangt hatten, dass eine Delegation nach Kanada geschickt werden soll, dort noch Freiheiten im Siedlungsland zu sichern, sodass die Leiterschaft auf diese Bruderschaft schließlich und endlich neu gegeben hat und diese anrühige und anholende Brüder versprochen hat, dass sie eine Delegation dort nach Kanada schicken würden. Und als Isaak am Dyck den Brief von Johan erholen hat und dort seine harte Beschuldigungen gelesen hat, dann beantwortet er den Brief und sagt, wenn du dort weißt, wo schwor die Brüder dort hier am letzten Sommer für mich merken damit, dass sie so fast darauf bestunden, eine Bruderschaft zu holen, eine Trägwanderung nach Kanada einzuleiten, dann würdest du dort vielleicht leichter und besser verstehen können, dass wir ein angeben und eine Delegation nach Kanada schicken. Wir haben dort Trägwanderung nach Kanada nu überall ganz abgegeben, sagt Isaak. Die mennonitische Gemeindenleiter in Mexiko wussten, dass der Landespräsident Lázaro Cárdenas sein Volk kommunistisch merken will. Und dass er durchwehen den Religionsunrecht aus alle Schulen im ganzen Land verbieten will. Und scheinbar hat Isaak am Dyck von Chihuahua Johan von Durango 1936 gefragt, ob er glaubt, dass das Land Mexiko noch kann gerat worden von kommunistisch worden. Und scheinbar hat die Hechergelehrte Johan die kommunistische Bewegung in der Welt sehr scharf beobachtet. Dann hat er beantwortet Isaak am Dyck diese Frau kort aufgeführt ungefähr so. Möglich ist das noch, dass uns Land vor Kommunismus bewahrt werden kann. Dann wir sehen,
dass diese Wahl, wo ne all weit um sich gefreten hat, auf Städten in dieser Welt mit eiserner Hand ungedreckt wird, so als zum Beispiel in Deutschland. Und da wären vielleicht unsere Regierung sich noch diese ihre Anstrengung, das Land Mexiko kommunistisch zu machen, bei seinem Recht genommen zu nehmen. Und woran wird unsere Regierung dort nicht recht? Meine Ansicht ist diese, sagt wohl, dass es, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, diese Bewegung auch sehr scharf beobachten und sich vielleicht mit einmal bemühen wollen, das Tier mit Gewalt durchzuschlagen. Aber ich habe in der Hauptstadt all zweimal mit meinen eigenen Augen gesehen, wo große Menschenmengen, was 25.000 oder mehr, durch die Staatskassen gingen und nicht mal unmenschlich, aber tierisch schrägen, weich mit der Geistlichkeit in hochlebende Revolution. Johan sagt, ich habe diese entmenschte Hordes von ganz dichtbei gesehen und gehört. Und der Landespräsident sagt zu diesen Horden öffentlich, je sind die Janje, ab wo ich mich steht. Der zeigt uns wohl all genug. Diese, Johan seine Beobachtungen und Bemerkungen, sagen mir, dass er 1935 auch all einer von den Mennoniten war, wo er von der deutschen Botschaft deutschlandsche Tijdschriften zugeschickt krieg und las. Und vielleicht auch sogar nach englischen Tijdschriften aus England von der britischen Botschaft. Und dadurch verstund er, was an der Welt verging. Der Schriefstil, der Satzbau, die Orthographie und die Grammatik, das gute Deutsch, was wir in Johan seinen langen Brief, den er 1936 an ältester Isaak am Dyck geschrieben hat, und auch ein Artelje andere von seinen Schriften seien, die sind Beweis dafür, dass Johan ein gelehrter Mann war, als die meisten von unseren Ölkolonien in seiner Zeit waren. Und wenn wir genau anhorchen, was er selbst von sich sagt in seiner selbstgeschriebene kurze Biografie, in seiner Lebensgeschichte, dann fängen wir, dass er eine sehr gute Schulbildung gekriegt hat in Russland auf der Ole Kolonie, ehe er mit seinen Eltern und seinen 5 Brüdern 1892 als 16 Jahre jung nach Manitoba gekommen ist. Er sagt von sich selbst, dass er in seinem 17. Lebensjahr in der Schule gewesen ist. Und dort meint, er hat einen sehr guten Deutschunterricht gekriegt an die voll reformierte Schulen auf der Ole Kolonie, wo an der Zeit all bloß gut gelehrte schulierisch unterrichten durften. Das meint auch, dass er auch gut Russisch gelehrt hat. Denn die russische Regierung hat in den 1870er Jahren all die Kontrolle genommen über alle Schulen in ihrem Land, auch über die Mennoniten, und hat Russisch als die Unterrichtssprache in alle Schulen eingeführt. Und weil Johan in den ersten 16 Jahren von seinem Leben all 2 Sprachen so gut gelehrt hat, lehrt er in Kanada auch die englische Sprache durch Selbststudium geschwind und gut. Und wenn wir das alle von ihm weiten, dann verstehen wir dort leicht, wo das gekommen ist, dass er auch besser Spanisch kann, als die anderen nach Mexiko geschickte ölkolonische Männer, wo er da mit Amtop an der Lázaro Cárdenas Regierung schafften, dass die Mennoniten weiter die Schulfreiheiten zurückgeben soll. Und dem Gelehrten Johan haben die Hegereserve Ölkolonie und lauter die Durango-Kolonisten lang einen bütergewöhnlich gelehrten und begabten Arbeiter gehabt. All im Jahr 1903, als Johan noch mal 28 Jahre alt war, wird er in der ölkolonische Gemeinde auf der Hegereserve als Prediger gewählt und bestätigt. Johan war am 16. Juni 1875 in Südrussland geboren und er starb auf der Durango-Siedlung in Mexiko am 27. Juli 1961, 86 Jahre alt. Johan war ein sehr pinkeliger Mann, ein sogenannter Perfektionist. Und er verlangt auch von seinem Nächsten Pünktlichkeit. Einmal hat einer von seinen Neffen,
wo ein Marktführer war, von ihm einen Wehren geliehen, und weil es dort ein bisschen lang diert, bis der Neffe seinen Wehren zurückbracht, hat Johan Pewaal einen korten Brief geschrieben, in den auf seine Mailkorn angelegt, sicher zu merken, dass sein Neffe den Brief seinen und lesen wird. In diesem Brief hat der Onkel streng verlangt, dass sein Neffe den Willen morgen terug nach Hause bringen soll. Aber als das Neffe sagt, dass sein Onkel der Sest so sehr pünktlich war, dass mal auf seinem Schreiben vergeten hat, ein Datum anzugeben, dann möchte er sich reid ein Späßchen zu merken mit seinem Onkel. Er trug das Briefje jeder Tag in seine Hamsfurt und lehrt dann auch, dass seinem Onkel die Geduld mit ihm aufrichten soll. Und dann, an dem Tag, als dem Onkel die Geduld aufriet, dann stand er an der Gast wie seine Mailkorn, reid, und als der Neffe bad durchkam, dann frug er am kort und streng: Hast du nicht meinen Brief gekriegt? Der Neffe nahm den korten Brief mit seiner Hamsfurt, las den und sagt: Der Brief sagt, ich soll den Wehren morgen in Haus bringen. Aber der Brief kam ohne Datum, und deswegen konnte ich nicht weiten, wann er das morgen senden wird. Aber nu will ich den morgen in Haus bringen. Der sest so pinkelige Onkel hat seinen Brief das mal nicht dotiert, und seinen Neffen ging das sehr gut, das so ein bisschen anzurubbeln, dass er auch Fehler macht. Das ist bloß ein von vielen Späßchen, was Johan Pewaal seine Fehler, auch sehr wackere Neffen, Neffen, mit ihm gehabt haben während seinem Perfektionismus. Dat Johan Pewaal meer sprechen kann, dat houdt de Durango-Ooms en kolonisten Völken sehr uit. En nu haben de Durango-Siedler en Ooms vor viele Jahren den vielseitig begabten Mann Heinrich W. Bergen mank aanwonen gehad. Bergen kon ook goed Dyck, Spanisch en Englisch, en hij is op de Durango-Siedlung ook veel gebruikt worden. Nicht mal heeft hij door veel voor honderden families gedaan met aanhoudend Kanadische Papieren merken, aber hij heeft ook veel voor de kolonisten en gemeentenleider gedaan. Heinrich W. Bergen heeft op de Durango-Siedlung stark daarnaar aangearbeitet, dat de kolonisten ihr Schulwesen verbeteren sollen. Als ik geloof dat we 1991 de Bergens mal einen Abend besucht, dann wären ihre befriedigte Kinder auch alle angekommen. Und dann werd ich da gewahr, dass die ganze Familie, ich glaube, jeder Monat einen Abend taub war. Und sich erbüht mit viel Taubsingen in Gemeinschaft pflegen. Ich mag das auch an Heinrich W. Bergen, dass er versucht zu hoffen, dass Prediger Jakob Unger, von dem wir all Eier geredet haben, der andere uns vielleicht auch noch wird dort zu bewegen können, dass sie mit den Durango-Kolonisten alle taub wurden, mehr mit und für die Jugend in Schulkinder donen, die eine bessere Bildung zu geben und eine Anleitung geben, sich mit mehr positive Dingen beschäftigen zu wollen. Davon ist aber, so als wir all weiten, doch noch geworden. Und ich glaube, das ist deswegen, dass die erwiderte Bergen-Familie nach Ontario getrokken ist. Ein anderer Mann, wo er auf der Durango-Siedlung auch versucht hat und auch noch einmal verdient, die Kolonisten ihr Schulwesen positiv zu beeinflussen, das ist in Jakob Wahl. Ich mag das all an ihm, als ich am 1991 bei seinem Schulholen besucht. Ich mag das noch stärker, als er mich in diesem Jahr 2004 in Winkler, Manitoba besucht. Die Wahl-Familie wohnt auch all zwischen einmal in Süd-Ontario, aber sie wohnen nu al weiter auf der Durango-Siedlung in Mexiko. Da haben sie ein
Drecker geschafft und verseken door dat Interesse an einem besseren Schulwesen zu promovieren. Vor vielen Jahren wollen die meisten von Kanada nach Mexiko uitgewanderte Ölkolonien und Sommerfelder dort gar nicht haben, dat ihre Kinder trägt nach Kanada tragen sollen. Die meisten ölkolonische Ooms und Eltern wonen nu in Bolivia wohnen, die doen ook van daar nog alles wat ze kennen, om ver te begen dat ihre Menschen nicht nach Kanada tragen sollen. Viele von uns Ölkolonien und Sommerfelder, die wir nu al lang in Kanada wohnen, weten dort noch gut, dat unsere Eltern dort auch mal gar nicht haben wollen, dat wir sollen terug nach Kanada tragen, von wo sie in den 1920er Jahren weggetrokken wären. Und die meisten von unseren Eltern glaubten dort wirklich, dat an nichts anderes übergeblieben wäre, als aus Kanada auszuwandern, wann sie ihre Kinder selbst wollen in ihre eigenen Schulen so unterrichten können, dass sie von Kindheit an mit der Heiligen Schrift bekannt werden können. Und dabei trocken sie nach Mexiko, wo an Religions- und Schulfreiheiten versprochen wurden, so als sie die in Kanada vor meist 50 Jahren gehabt haben, dann aber verloren haben. Aber willst dat von Anfang an lang nicht alle ölkolonische und sommerfeldsche Eltern überein angesehen haben, und dadurch viele Familien nicht aus Kanada ausgewandert wären, ist dort bei vielen von unseren Eltern in Mexiko noch lang nicht ganz klar geworden, ob dort wirklich nötig gewesen wäre, von Kanada auszuwandern. Einzelne von so einer Familien, die in Kanada wohnen geblieben wären, kamen lauter noch in Iran nach Mexiko, die sie dort eben nicht Fried finden können, dort ihre Kinder in den Distriktschulen ganz nur der Regierung ihre Vorschriften unterrichtet wurden. Und manche Familien, die nach Mexiko ausgewandert wären, in die Pionierarbeit in ihrem neuen Land viel schwerer fanden, als sie sich dort vorgestellt hatten, wären bald so eine Eltern, die da auch anfangen so zu fehlen, als wenn das vielleicht nicht nötig gewesen sein würde, dass sie von Kanada ausgewandert wären. Dann ihre Verwandten und Freunde, die in Kanada wohnen geblieben wären, schreiben ihre Briefe an, noch ehe der letzte Zugfall Uitwanderer Kanada verloren hatten, dass sie in Kanada allweiter langsam mehr dort zu sagen dürfen, was ihre Kinder in ihre Schulen sollen lehren können. Und all die brieflichen Uitschungen zwischen den in Kanada gebliebenen und die nach Mexiko ausgewanderte Familien über diese Frau, ob das wirklich nötig gewesen wäre, in Kanada auszuwandern oder nicht, die brachten dort dazu, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen den in Kanada gebliebenen Eltern und den nach Mexiko getrockenen immer noch größer wurden, so dass die ölkolonische Lehrdienst, die sozusagen ganz ausgewandert wäre, büter die zwei Plautdietsch wohnen in Saskatchewan wohnen bleiben, im Herbst 1927 bekannt gab, dass sie all die in Kanada gebliebenen Gemeindeglieder nicht mehr als ihre Glieder ansehen würden, auch die zwei zurückgebliebenen Plautdietsch nicht, weil sie dort als einen Angehorsam in die Gemeinde ansagen, dass sie nicht ausgewandert wären. Für das Mal brechen wir hier weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Ölkolonie in Nuevo Ideal, Durango, Mexiko. Aber nächstes Mal. Ich bin George Rempel.